Wir sind zurück aus der Sommerpause. Sommerpause ist vorbei! Hallo! Oh nein, And. nicht den Leuten ins Ohr schreien. Der Sommer ist vorbei. Ich kann gar nicht... Nein, die mit dem Hotbahn. Nein, es ist wirklich... du weisst einfach... Also, wir müssen gar nicht hören, wenn du schaust. Könntest du ohne Ton schauen. Steffi und Jenny haben beide den Messy Bun schon den ganzen Tag, weil es geht einfach nicht. Über 30 Grad, Frisur, nein. Nein. Einfach nein. Einfach nein. Nein, obwohl ich muss sagen, ich habe es schon recht erschreckend gefunden. Ich habe gestern oder vorgestern gewesen, die ersten Beauty Advent Calendar Unboxings gesehen. Hör auf. Ja, Das ist nicht einmal mir Liberty gespielt ist worden. anscheinend schon bei den, weißt, bei Okay. diesen Beauty-Influencers mit Einfluss. Aha. Die schon. Autsch. Dolch. Liberty, if Ouch. you hear this, please send us one. Ja. Ja, nein, anscheinend ist der schon draus und es gibt schon so selected few, die der reviewen. Und ich finde irgendwie, Nein. es ist 37 Grad. Nein, einfach nicht. Es ist immer noch Sommer. Es ist immer noch, mein Kochherd ist immer noch abgestellt. Das machen wir nicht. Das ist schon recht wild. Also, ich Es bin ist- ein bisschen enttäuscht, weil eigentlich habe ich erwartet, dass du loscrashst, wenn meine Kamera anstellt. Hättest du eigentlich müssen sagen, oh mein Gott, Steffi, bist du braun? Look! Wow, Steffi, du bist so braun. Nein, ich bin überhaupt nicht braun. Also, falls irgendjemand das schaut, das ist im Fall einfach so ein neutrales Schneebeige, das ich habe mit so roten Einflüssen. Und ich habe mich nicht verbrannt. Ich bin Aber dann wirklich- hast du Bronzer auf deinen Bäckchen, oder was? Ja, das ist das bisschen blasch. Okay. Dazu. Okay. Nein, aber es ist wirklich, ich habe wirklich hart durchgezogen, weil ich bin ja sowieso immer SPF 50 und ich hatte jetzt eine Woche Bodyferien gehabt, weißt du, irgendwie so quasi eben wie gut Gardasee Pool. Wir sind stundenlang draussen gewesen, ich immer 16 Mal irgendwie mit dem SPF 50 irgendwie mich und alle eingecremt. Wir sind eine grosse Gruppe gewesen. Ich glaube, sie lässt nicht. Eine junge Frau war dabei gewesen, wo mir nach irgendwie, weißt du, so quasi, wo ich gekommen bin, habe ich bei 16 SPFs angestellt. Und dann hat sie mir gesagt, und ich zitiere, ich benutze keine Sonnencreme. Danke. Ich finde wirklich, die 2 Sekunden Pause hat es gebraucht. Keine Sonnencreme. Es ist ein Dösli mit Milchfett umgestanden. So eine Monoi, wo drauf gestanden ist Milchfett, 0 SPF. Okay. Kann man Aber machen? ich meine, wir haben das damals in den 90er schon auch gemacht. Ja. Oder weißt du, so, das Aber- reflektierende Dings da, weißt du, Ja. dann hast du können... Okay, das ist, Also glaube das habe ich ich, immer wählen, weil ich gefunden habe, dann wird man richtig. ja, nein, das ist, glaube ich, wirklich so Next Level, weißt du, so Gotasür, weißt du, so die Ah. 60er Jahre. Nein, ich habe Housewives. die letzten 3 Wochen in der absolut ultimativsten Kleiderkombi, die es gibt. And you can fight me on this, but you're gonna lose. Die ultimativste Kleiderkombi verbracht von Flipflops, kurzen Hosen und einem Pulli oder einem Wollenjäckli. Bei maximal so 20 Grad. Ich bin ganz leicht erregt, wenn du so Sachen sagst. Finde ich voll nicht gut. Und Ja. eben, wenn wir am liebsten so Kunstpausen machen, ich hoffe, meine 4 Ventilatoren da rein sind nicht zu laut. Es ist wirklich, du hörst nichts. Apropos leicht erregt. Weißt du, welches ist? Wir sind noch nie zusammen im Kino gewesen. Disclaimer. True. Warum nicht? Ich weiss aber, welches unser erster gemeinsamer Kinofilm wird. Der kommt jetzt Erzähl. dann nämlich. Wicker! Hey, wir haben Diskussionen und die eine so, kann ich nie schauen. Und ich so, sofort kann ich Are schauen. you kidding me? Sorry, Olivia Colman, der Skarsgård. Ich bin Skarsgård. Hallo? Korb. In einer absolut soziologisch interessanten Studie über Menschen. Hallo? Hey, es sieht so crazy aus. Ich bin total dabei. Also, Wicker, Hast wir du zwei. gewusst, es ist null, sie haben null AI. Also es ist wirklich, Wirklich? ja, sie Ah, haben okay. null AI. Also die einzige AI, die sie gebraucht haben, ist, zum bis im Suit die Sonne durchscheinen zu lassen. Weil das halt wirklich einfach nicht geht. Okay, legitim. Aber der Kann man ganze ein bisschen nachhelfen. Suit, also all das, das ganze Kostüm, das ist alles, das ist alles handgemacht. Das sind Weavers aus Australien oder Neuseeland oder so, wo das ist wirklich crazy. geflochten haben. Also, sorry, man kann es wie nicht erklären und aus der Vorschau bin auch ich nicht rausgekommen. Aber der Skarsgård ist ein Mann, der wie aus Schilf geflochten ist. Gehen Ja, Sie anschauen, wieder. Wicker und wir zwei gehen Sie schauen. Ich bin total dabei. Ja, ich weiß nicht, Thank wann er kommt, aber Wicker. Ich glaube bald. Aber ja, ihr. Der Sommer wird heißer, ich sag's dir. Ja.
Ja, definitiv. Hey, wenn ein Skarsgård drin ist, dann gehen wir. Ein Ja, Skarsgård, es kann hat ich einfach mal schon mit dem sagen. Vater angefangen. Ja, es Sie ist haben wirklich immer einfach gut angeschaut in die diesen nordischen ganze Familie. Krimiserien. Hey, Ja, ja. da der eine Bruder, der da Ace gespielt hat, den finde ich jetzt nicht so hot. Aber Nein, er ist auch ein bisschen zu jung. Ich glaube, das ist das Bubi von ja, der vielleicht. Familie. Ja, ja, ich finde es schon schwierig, wenn ich da Alexander so ein bisschen auswähle. Eigentlich sollte ich mich auf den Vater konzentrieren. Er ist auch sehr lustig. Der ist So sehr in lustig. Interviews und so. Mega ironisch. We like a Ja, lot. a lot. Hey, und das fällt mir im Fall auch auf. Das ist, glaube ich, der erste von unseren Podcasts. Und wir haben gleich schon ein paar Dutzend gemacht, wo ich mein Ringlight nicht haben müssen aufstellen, weil es ist immer noch so schön, so hell draussen, dass ich jetzt einfach in der Abendsonne erstrahle. Weißt du, das ist auch übrigens sehr weird an Shetland. Was? Sie Oh, haben jetzt einfach 19 Stunden hell. das muss sicher weird sein. Jetzt, wo du es Das ist gesagt hast, habe ich im Fall auch gedacht, kannst du, also weißt du, dann bist du ja, also vor allem, du hast ja noch ein Kind, ist der nicht einfach bis um 11 Uhr wach gewesen? Nein, wir haben schon geschaut, aber wir haben wirklich so alles dann so abdunkelt und so. Also es ist schon Okay. recht wild, wenn es einfach am Ja, Morgen um 3 ja, hell ist. ja. Ich hatte das in Umkehrschluss heisst halt einfach, Norwegen, aber ich glaube, Schottland ja, ist noch weiter nördlich im Fall ja, wirklich. also Norwegen ist ja sehr, sehr lang. Ja, Also das stimmt. Shetland Ich bin hat so ein etwa bisschen die Höhe von Bergen. ja, ja, nein, dann ist es im Fall eben auf der gleichen Höhe So, gewesen, aber ich bin noch wirklich im Juni dort gewesen. Das ist wirklich Psycho gewesen. Dort habe ich die erste und einzige Schlafmaske von meinem Leben gekauft, mm. weil ich wirklich gewusst habe, das geht nicht. Das ist wirklich ich bin wie ein Vogel. Machst dunkel, kann ich füßeln. Das ist super. Ja, ich habe einfach gedacht, weißt, im Winter heisst das einfach, sie haben 19 Stunden dunkel. Ja, das ist wirklich aber trinken sie auch viel in Schottland? Weil bei diesen Ländern, wo es eben landdunkel ist, tun sie eben meistens auch relativ viel Alkohol konsumieren. Ja, sie trinken schon, also so mit den Leuten, die ich geredet habe, habe ich schon den Eindruck gehabt, dass sie doch auch trinken. Mhm. Aber was mich als jemand, der in Irland gewohnt hat und sehr auch oft dort ist, sehr schockiert hat, ist die Pubdichte in Shetland. Es gibt sehr, sehr wenig Pubs. Also es Wirklich? gibt auch in Irland nicht so viele Pubs, weil natürlich viele auch zugegangen sind, wegen finanziellen Gründen. Aber es gibt wirklich einfach ganze Dörfer ohne Pub. Das hat mich sehr schockiert. Das erstaunt mich jetzt auch. Ja. Aber das ist natürlich alles so im, weißt du, so quasi minderwertigen Wissen, das ich habe über Schottland. Aber da kannst du mich ja dann aufklären, wenn wir das nächste Mal gehen aperölen. Heute haben wir irgendwie gewhatsappt miteinander und haben wir auch gemerkt, irgendwie so ein Apero ist wirklich überfällig. Wir müssen uns bald wieder sehen, noch vor unserem Flomi im September, gell? Das stimmt, da müssen wir noch Werbung machen, weil das ist Flomi Meet and Greet und wir haben die glorreiche Idee gehabt, dass wir dann Tombola machen. So eine Ja. richtig oldschool Tombola. Ja, es gibt noch Sachen zu gewinnen. Und ich habe natürlich auch 2, 3 so lässige Beauty-Treats. Da so ein bisschen Pixie-Beauty, das ist irgendwie so, ich kann jetzt da schon ein bisschen anteasen, was hinter mir ist. Aber nein, also, ich tue jetzt Ihr noch könnt nicht. uns sonst im Fall auch schreiben, wenn ihr noch eine Idee habt, was ihr gerne würdet in der Tombola gewinnen. Weißt du, alle so, Ja. ein Shetland-Pony. Nein, es ist Ist interessanterweise, im Oktober ist die jährliche Versteigerung und mit etwa so zwischen 400 und 600 € bist du dabei bei einem Shetland Pony. ist das Du musst aber wahr? 2 nehmen aus Tierschutzgründen. Ja. Okay, finde ich total gut. Also für alle, die sich schon immer ein Shetland-Pony gewünscht haben, jetzt Ja, wissen es. und Hey, kurz ihr nach werdet der so Versteigerung macht die Fähre, die überfährt von Shetland nach Aberdeen, macht ein Pony Special und dann kannst du dein Pony, glaube für 130 Pfund über ein Schiff lassen. Wieso habe ich das Gefühl, dass du das abgeklärt hast? Dass du dich informiert hast? I don't know. Also ich weiss nicht, hast du mit dem Vermieter gefragt, ob es 2 Shetland-Pony haben auf eurer Terrasse? Nein, es wäre wirklich Nein. sehr unfreundlich. Ich finde das jetzt wirklich gerade mal vorweg. Aber wir haben natürlich schon, also scherzhafterweise, Hauspreise angeschaut in Shetland. Und dann muss ich einfach sagen, wenn du in der Schweiz kaufst, bist du einfach irgendwie blöd. Ich weiß auch nicht. Also wahrscheinlich kommst du ein total herziges Cottage über für deine 100'000, oder? Hey, ja, fix. Also, du bist voll dabei. Also, wir haben eins gesehen, dort bist ist jetzt nicht 100, aber ist 280, aber einzugsbereit. Und es hat auf dem Grundstück auch noch ein kleines Airbnb-Haus, das du ausvermieten kannst. Okay, also ich sehe nicht, die Familie Walter schmiedet da schon irgendwelche Early Retirement Pläne. Du bist einfach schon, es ist wirklich, also eben, ich meine, wir haben 12 Stunden Reisezeit gehabt, Eben. 3 Flüge und wir sind immer noch in Europa gewesen. Es ist also Aha. schon ein rechter Track. Ja, und ziemlich viel Drogen dabei mit eurem Doppel-Ritalin. Ich hoffe, das ist einigermaßen gut Ja, gegangen. das hat irgendwie niemand so wirklich interessiert. Gell? Aber Das kann ich mir vorstellen. lustigerweise haben die nicht so gewirkt, weil, ich weiß auch nicht, anderes Klima, mehr Sonne.
Reise sowieso keine Ahnung. Sie haben nicht so gewirkt, was Okay. interesting war. Also, ich sehe einen, dein Partner hat so ein bisschen Yoga-Schnaufen gemacht, dann Ja, 2 so, Wochen lang. Immer so, zuerst schnaufen, dann antworten. Ja. Ja. Ja, ich habe das Gleiche gemacht, einfach ich habe sehr viel Weisswein getrunken. Ich war sehr geschmeidig gewesen. Es war super gewesen. Nice. Ja. Hey, Weißt du, das war auch noch ein recht nices Learning gewesen. Wir haben die letzte Episode, die wir ja vorhin zu einer kleinen Sommerpause gemacht haben, war ja ein Stünder gewesen. ja, Und die Leute hören uns gerne lieber eine Stunde lang als nur einfach kürzer. ist das wahr? Ich wollte dich noch Mehr fragen. Downloads, ja. Interesting. Also, okay, wir müssen uns Wir sammeln. wissen noch nicht, für die was wir damit machen, aber ja, es ist wirklich. Okay, wir nehmen es zur Kenntnis ja, und tun das besprechen mit einem Aperol Spritz, was wir finde ich mit gut. dem Wissen machen. Finde Aber ich es ist gut. schön zu wissen. Ich meine, wir haben ja nicht gewusst, ob es dann einfach den Leuten aushängt und sie sagen mir so nach 40 Minuten, guys, we're done. Aber Mhm. offensichtlich nicht. Ja. Cool, Apparently not. cool. Thank you. Thank you. Hey, speaking of not doing things, was hast du nicht gekauft? Oh, ich habe etwas, also ganz ehrlich, ich bin ja in Italien gsi, am Gardasee ist jetzt irgendwie so, Italy ist jetzt nicht so super gefährlich für mich, irgendwie in Sachen Shoppen. Ich weiss auch nicht so, der italienische Style gefällt mir jetzt nicht so. Was mir dafür aufgefallen ist, es hat einen Sephora gehabt dort, da bin ich natürlich schnell durchgecruised. Hohe Preise. Also die Europreise von Sephora Italy sind also gleich oder noch ein bisschen höher gewesen als Schweizer Frankenpreise. Habe ich recht crazy gefunden. Also ich habe 2, 3 Wow. Sachen, die so, what? So die Laneige Lip Sleeping Mask für irgendwie 27 €. Ich so, hä? Also ich muss noch den Preis... Beg your No, anyway, pardon? Okay. also es ist, ich kann total gut können verzichten. Ich habe im Supermarkt habe ich irgendwie ganz viele creepy Sachen gekauft. Oh, und dir übrigens heute noch ein Fresspäckchen aufgeben, weil Senza Glutine hat natürlich schon ziemlich viele coole Sachen. Du hast Überraschungen sind unterwegs Das für lohnt dich. sich. Also Zöliakie in Italien, das lohnt sich. Ja, es ist wirklich. Also Aber es ist im Fall auch auf Shetland, also in Shetland absolut glorreich. Es ist wirklich einfach nur die Schweiz, die es nicht hinbekommt. irgendwie, Deutschland. ich Oder weiß so. auch nicht. Aber Sonnenbrille wäre sehr passend gewesen in meinen Ferien. Und ich habe eben online, ich habe einen Newsletter von Jimmy Fairley. Das ist so eine französische Marke, die ich in Paris entdeckt habe und schon mehrere Brillen bei ihnen machen lassen habe. Und sie haben so eine coole Sonnenbrille gehabt. Und zwar heisst die The Bruma. Es ist eine Sonnenbrille mit so einem riesigen Gestell. Wow. Ich sehe immer, wie dreckig das mein Telefon ist, wenn ich das in die Kamera hebe. Jetzt musst du mal schauen. Also Okay. das da ist so eine rosarote, es ist so wirklich so ein rosarot mit rosaroten Gläsern. Mhm. Und jetzt musst du schauen, sie haben natürlich eine virtuelle Anprobe. Ich habe es gerade ausprobieren und ich finde, es funktioniert. Hey! Schau, Groovy! oder? Spüren wir schon noch. Spüren wir schon noch so Austin etwas. Powers Vibes, finde ich. Gell? Sie ist, glaube ich, sehr, sehr gross. Weil das ist das Problem, wenn man ein bisschen runde Bäckchen hat wie ich. Die grossen Sonnenbrillen neigen dann einfach dazu, auf meinen Bäckchen zu sitzen. Und im Sommer tust du dann einfach da so reinschwitzen und dann rutscht es immer runter. Ich weiss auch nicht. Aber ich finde sie mega leise. 135 Franken finde ich jetzt fair für so ein bisschen Pseudo-Designer-Brille. Aber nein, ich habe sie nicht gekauft. Ja. Ich weiss, einfach, wie die Frau sich zusammenreisst. Das ist unglaublich. Ja, du hast... Also, dann habe ich zuerst den Supermarkt Nagellack gekauft in Lilac. Hebt überhaupt nicht, aber hat auch nur 2 € gekostet. Das ist super. Schön, Was willkommen bei hast unserem du Nachhaltigkeits-Podcast. Gell? Es ist wirklich total schlimm. Dann irgendwie so wirklich bedenklichen Schrott kaufen aus China. Ja. Nein, es ist wirklich. Nein, es ist gestanden, es sei wenigstens 5 free, was irgendwie heutzutage wirklich nicht mehr ist. Ja. Was hast du nicht gekauft? Erzähl. Die Betonung ist, glaube ich, wirklich auf noch nicht. Ich finde es extrem cute und es kommt in einem Size XXL, was ich glaube positiv finde. Hey, es ist so ein, frag mich nicht, wie ich das gefunden habe. Ich glaube, es ist ein indischer Fashion-Brand. Sie heißt Shahin Manan. Mhm. Und ich habe es irgendwie mal zur Nacht am Eis oder so entdeckt. Und es ist so ein blaues Oxford-Shirt, Oversized, wo bestickt ist mit 2 Cola-Dösli, wo Kamille rauswächst. Und es sieht genauso abstrus aus, wie es tönt. Oh. Oh mein Gott, das ist gestickt. Ja. Hey, das ist mega les. Gell? Es ist hure cute. Das ist wirklich Das ist lässig. genau meine Gratwanderung von weird. Ja, es ist leicht weird, aber das Kleidungsstück ist ja recht klassisch. Weißt du, dann kann man es machen. Es ist ein Was ich blaues gut finde- Oxford. Es kommt bis zum XXL. Ich muss mal rauschecken, was das heisst bei diesen Märkten. Sie tun es dann machen, wenn du es bestellst. Es geht 6 Wochen. Und das Shirt kostet 181 Franken.
Das finde ich sehr, sehr fair für from made to order. Weißt du, irgendwie so, also das ist wirklich cool. Und was ich lässig finde, die Blümchen sind nicht auf den Boobs platziert, sondern so ein bisschen unten dran. Also wenn die Leute gaffen, dann werden sie nicht Ja, dir ich glaube, die Blümchen sind so, ich meine, es ist ja recht gross. Also ich glaube, die ganze Okay, die Stickerei Blümchen geht sind schon so recht über den, ein also über Overboob Floral. Ja, ich aber finde es es einfach macht nichts. lustig, wie du für dich kommst, so Kamillenblümchen aus Cola-Dosen Das finden. ist wirklich sehr, sehr weird. We Mhm. like, und das hat nicht jeder. Nicht wie so eine schwachsinnige Jimmy Fairley-Brille, wo jede zweite Pariserin damit rumläuft. Hans verstanden, ist gut. Ah. Nein, muss man wirklich nicht haben. Ist okay. Mm. Ist unsere meine Ensemble-Story die Woche auch irgendetwas, was man einfach nicht muss haben? Ich finde es nicht. Ich hatte 2 verschiedene Geschichten gehabt. Die eine war wirklich ein bisschen dramatisch gewesen, wo ich gefunden habe, das ist vielleicht ein bisschen heavy, zum gerade einsteigen in Hochsommer bei über 30 Grad. Und ich habe eine lustige Geschichte, wo ich glaube, wir können relaten. Und du wirst jetzt herausfinden, wieso. Und ich möchte nachher noch deine Meinung wissen. Weil es geht, it's a parenting thing. Also, Oh. sind ihr bereit? Es ist frisch aus dem Am I the Asshole America Reddit Forum und es hat also wirklich 30.000 Votes gehabt. Also es ist recht abgegangen in den letzten 2 Tagen. Und der Titel von dem Reddit-Thread ist oder von der Frage, bin ich das Arschloch, weil ich meiner Tochter gesagt habe, dass sie selber einem Trainer muss anrufen muss, um zu sagen, dass sie will aufhören mit dem Sport? Okay. Hm? Ich sehe es, wir holen jetzt ein bisschen aus. Aber es ist nicht eine lange Geschichte. Ja, ich aber brauche es mehr geht. Infos. Ich brauche mehr Infos. Ja. Okay, gut. Also. Und der Poster schreibt folgendes. Mein Kind ist ein Quitter. Sie will eine neue Sportart probieren, merkt dann, dass sie es nicht lässig findet und will dann gerade wieder aufhören. Das passiert eigentlich mit allem, was sie ausprobiert hat bis jetzt. Es geht um Hobbys, Ausflüge, Abmachungen etc. Es ist eine mega frustrierende Angewohnheit, die ich ihr gerne aberziehen würde. Und wenn ich sie zwinge, die Aktivität weiterzumachen, dann macht sie wirklich der ganzen Familie und allen um sich herum das Leben schwer. Sie ist extrem störrisch und versucht dann, es zum Problem von allen zu machen. Und ich habe sie auch schon gezwungen, durchzuheben bei gewissen Sachen und es ist einfach für alle extrem mühsam. Jetzt finde ich noch eine wichtige Angabe, die jetzt kommt. Meine Tochter ist 12 und hat jetzt über den Sommer einem Geländelauf-Team beitreten, Cross-Country Running. Sie hat auch sehr motiviert angefangen, aber wo es dann heiß geworden ist, draussen, hat sie nicht mehr gehen. Und das ist der Grund, wo sie uns angegeben hat. Und jetzt möchte sie das Team verlassen. Ich habe ihr Nein gesagt und dass es auch wieder kühler wird, aber sie hat gesagt, sie hätte schon abgeschlossen damit. Gestern ist sie ins Training gegangen, hat aber den ganzen Weg dort gemotzt und dann gesagt, sie hätte ihr Wasser irgendwie auf die Hause vergessen, was sie natürlich extra gemacht hat. Und mir hat es dann ausgehängt und ich habe ihr gesagt, dass sie selber dem Trainer anrufen müsse und ihm selber sagen, dass sie will aufhören mit dem Team. Sie hasst das Telefonieren und sagt, sie hat Anxiety und weigert sich, das zu machen. Die Zeit läuft uns jetzt ein bisschen davon, weil die haben in mir dann einen Wettkampf und sie ist mega hässig. Mein Ex ist jetzt auch auf mich hässig und sagt, dass ich einfach mich arschig benehme und dass ich sie einfach aufhören soll und selber dem Trainer soll anrufen, anstatt mein Kind zu zwingen. Am I the asshole? Okay. Mhm. Also, vorab. Yes. Do tell. Ist das Kind ein Quitter oder hat das Kind einfach ADHS? Okay, jetzt fetzt sie natürlich wieder einfach gerade mit etwas Nein, rein, sorry. wo eine völlig andere Diskussion gibt. Und das stimmt. Also, Nein, okay. so neue Sachen anfangen und dann aufhören. Ich meine, das ist relativ ein Klassiker in der Diagnostik. Also, ADHS. Aber es ist auch, Entschuldigung, ich muss schnell unterbrechen. Es ist auch doch einfach Kind. Nein, ja, natürlich ist es auch Kind. Okay. Es ist ja natürlich. Aber, ja. Aber es ist halt wirklich einfach, also ich meine, 12 ist jetzt ja nicht mehr 5 oder 6. So. Ja. Also, das ist ja mir, ja. Mhm. Aus Gründen ist ihr das. Nein. Aus Gründen, weil wir sind ja Aha. auch ein Neurodivergent-friendly Podcast. Das andere ist, also ich weiß nicht, nein, ich finde, wenn Kinder etwas aufhören, weil sie es wirklich nicht mehr machen wollen, fair enough. Also weißt du, ich meine, wie viele Sachen machen wir Erwachsene, die wir scheiße finden? Also ich glaube Da nicht. hinten ist meine Hobbyschublade mit etwa 16 angefangenen Projekten, die ich mal gefunden habe. Ja, ich Krelleli, könnte dir jetzt Cross-Stitch. Makramee zeigen und ich Aha. könnte dir jetzt Fimo zeigen
und ich könnte dir whatever and whatnot zeigen und ich Mhm. könnte dir auch noch unser Exercise-Bike zeigen, wo ich glaube 3-mal drauf gesessen bin, wenn überhaupt. Also weißt, ich meine, ich meine, sind wir Ja. ehrlich, wie viele Sachen machen wir Erwachsenen, die wir scheiße finden? Also ja, wir gehen alle Oft, arbeiten, ja. aber ich hoffe, Ja, wir finden nicht alle das total scheiße. es ist wirklich allen ist gerade der Job in den Sinn gekommen. Nein, Also, es ist so ja, gemein. ich meine, sind wir mal ehrlich, ich meine, wie viele Sachen machen wir, weil wir sie müssen? Also klar, ich meine, ja, oder? Aber ich hoffe schon, dass nicht so viele Sachen in deinem Alltag Sachen sind, die du musst machen. Ja. Sonst haben wir Und vor andere allem Diskussionen. Aber ja. irgendwie das und dann finde ich finde es völlig okay, wenn wenn du findest, das ist jetzt ein Job vom 12-jährigen Kind, dem Trainer sagen, dass du austrittst. Ich meine, man muss das ja nicht telefonisch machen. Man kann ja auch dort vorbeifahren und dem das mündlich sagen oder man kann von mir aus dem auch ein E-Mail schreiben. Also, ich finde durchaus, ein 12-jähriges Kind kann man sagen: «Schau, das ist dein Job, um dort zu sagen, du willst nicht mehr mitmachen.» Das ist Also, fast 1:1 der Top-Kommentar gsi, jetzt bei dem Ruling. Es haben natürlich alle gefunden, ist ein Nati riesiges auch. Orakel. Ein Orakel. Wir besprechen nämlich die Fälle wirklich nicht vorher, Guys. Aber der Top-Kommentar mit irgendwie über 1000 Upvotes hat jemand geschrieben, du bist nicht das Arschloch, du bringst deiner Tochter bei, erwachsen zu werden. Und wenn du dich zu etwas verpflichtest, dann bleibst du dabei, auch wenn es schwierig ist. Das ist eine gute Life-Lesson, die du ihr beibringst. Und dann hat sie aber geschrieben, aber sie darf auch sagen, wenn sie es nicht gut findet, oder? Und das ist natürlich, du musst als Kind und als Teenager probierst du ganz viele Sachen aus. Und es hat, was ich eben spannend gefunden habe, danach bei der Diskussion, die darunter war, hat es ganz viele Kommentierer gehabt, die offensichtlich auch ein bisschen jünger sind. Und dann haben im Fall jenste gesagt, dass Ältere, also jetzt Millennials oder sogar Gen Xer wie ich, dass die nicht verstehen, wie schwierig das es ist für so Heranwachsende, also jetzt irgendwie so Tweens, zu telefonieren. Und dass die das alle nicht können. Und ich habe das total spannend gefunden, weil es hat dort ein bisschen eine Diskussion gegeben. Und die hat auch gesagt, irgendwie so, ja, es ist auch, weißt, sie hören es ja nicht mehr bei uns. Sonst ist es immer so ein bisschen, ich habe meine Mutter die ganze Zeit gehört, telefonieren, geschäftlich, privat, alles. Es ist die ganze Zeit am Telefon gewesen. Dann hörst du das natürlich als Kind, wie man das macht, mit diesen ganzen «Grüezi wohl» und «Ich hätte gern» und «Namen buchstabieren» und so Sachen. Und das hören Kids heutzutage nicht mehr. Aber ich glaube, ich finde irgendwie so, da müssen wir fast also das ist jetzt etwas anderes, aber weißt du, dann müsstest du dir wirklich überlegen, ob es nicht im Gymi oder in der Lehre müsste es ein Unterrichtsfach haben, wo man einfach lernt telefonieren und Sachen anspielt. Weil eine hat dann auch gesagt, spiel das doch nach mit deiner Tochter. Weißt du, ist ja logisch, dass sie es nicht einfach so kann, aber du könntest ja wie so Rollenspiel machen, damit sie es kann üben. Und I don't know. Also es hat ganz wilde Diskussionen gegeben dort. Aber einfach irgendwie zu sagen, weißt du, irgendwie so, Kids können nicht mehr telefonieren oder jetzt in dem Fall, dass die einfach dann finden, irgendwie, weißt du, so, ich habe keine Lust. Weil du hast mir jetzt irgendwie so quasi, you threw me for a loop mit das und instantly gerade irgendwie neurodivergent, weil meine Tochter, ich mache immer Witz, weil die Lili ist genau so ein Kind gewesen, das alles ausprobiert hat. Wirklich. Wir haben, glaube ich, 15 verschiedene Sportarten ausprobiert und 3 Musikinstrumente. Und sie hat wirklich immer, schnell hat sie gesagt, ist nicht meins. Weißt du, irgendwie so, und das hat mich total aufgeregt. Und ich habe gefunden, irgendwie so, hey, die mag nichts durchheben und manchmal musst du ja auch üben und es ist frustrierend, bis du in etwas gut bist. Und ich habe gefunden, sie hat einfach Sitzleder nicht dafür. Okay, ADHS-Diagnose später. Aber weißt du, was ich meine? Nein, also wenn du jetzt auch oft Hobbys wechselst, nein, das heisst nicht, dass du auch ADHS hast. Aber es ist halt schon, was halt schon interessant ist und was viele neurotypische Menschen vielleicht unterschätzen, ist, also einerseits, das geht ja allen so. Du weisst ja erst, ob's dir gefällt, wenn du's machst. Oder? Mhm. Ich meine, wie oft haben wir Vorstellungen gehabt von irgendetwas, was mega toll ist und dann machen wir's, essen wir's, legen's an und denken: «Scheisse.» Ja. Oder? Und was dann halt wirklich eben, was Neurotypische einfach vielleicht oft nicht wissen, wie krass das ist. Weißt du, mein Sohn auch, wenn er etwas ausprobiert und dann sagt: «Nein, sorry, das ist nicht für mich.» Du bringst ihn nicht von dieser Meinung ab. Mhm. Du bringst ihn nicht davon ab. Also mich auch Ja. nicht, aber, Mhm. es ist wirklich einfach, wenn die Meinung gemacht ist, dann ist sie gemacht, dass das nichts ist. Ja. Und du kannst sie nicht umstimmen. Also, ich meine, wie oft hast du deine Tochter können davon überzeugen, dass Blockflöte jetzt doch ein cooles Instrument ist?
Es ist wirklich null Mal. Es ist Ja. wirklich so und eben, ich glaube, eben so bei ADHS oder so ist es wahrscheinlich noch extremer, dass einfach kein Erpressungsspielraum ist. Ich bin natürlich bei meiner amerikanischen Erziehung ich habe natürlich auch immer probiert: «Hey, wenn du das machst, kommst du dafür das und das über. Es gibt ein Goodie.» Und sie ist auch sehr Goodie-resistent gsi. Das Ja, ist ja, bei der das grossen funktioniert Tochter gar hat das nicht. viel besser funktioniert, wirklich. Also mein Sohn kannst du Zeug klauen, auch wenn du weisst, er will jetzt also, wenn du wirklich weisst, er muss jetzt etwas machen, was er nicht will. Mhm. Du könntest ihm etwas geben, was er wirklich will. Hast keine Chance. Keine Chance. Er Kannst lässt sich sagen: nicht bestechen. Er «Kommst es ist kommst du wirklich der Playstation über?» absolut «Nein.» knallharte Morale Kompass. Ja, nein, fertig. Mhm. Ich finde es mega interessant. Und auch jetzt eine spannende Schere jetzt bei dieser Frage, weil ich meine, meine Kinder sind schon lange aus dem Alter draussen. Ich kann mich vielleicht nicht mehr so krass zurückerinnern an 12 und dies ist noch nicht dort. Aber ich finde, jetzt irgendwie bei dieser «Am I the Asshole»-Dings, ich finde grundsätzlich, bin ich auch der Meinung, irgendwie, weißt du, quasi, wenn die Tochter, weißt du, vor allem sie lässt jetzt auch ein Team hängen, wo sie brauchen, weißt du, irgendwie für die Wettkämpfe jetzt im Sommer. Und ich finde es im Fall schon okay, wenn ein Kind mal muss anstehen und einfach irgendwie sagen, weißt du, und nicht einfach irgendwie, weißt du, dass sie wirklich muss anstehen und sagen, ich weiss, dass es scheiße ist, aber ich möchte aufhören. Du wachst an dem. Ja, natürlich. Also weisst, ich meine, die Frage ist ja immer: «Wieso willst du aufhören?» Oder? Mhm. Und ich meine Fini ist auch schon mal gekommen und gefunden: «Oh, ich will mit dem aufhören oder ich will jetzt heute nicht an das Turnier», oder? Und ich meine, er macht auch Mannschaftssportarten und wenn du sagst, du meldest dich an, dann gehst du halt einfach auch. Also, Mhm. wir haben schon auch da also relativ 'ne klare Haltung: «Sorry, es ist 'n Mannschaftssport, fertig», oder? Ja. Also, wenn Mhm. du krank bist, klar gehst nicht, aber sonst gehst, wenn du sagst, du gehst. Und dann kannst du nicht, am Abend voran kommen und sagen: ich will nicht.» Aber das Interessante ist ja dann immer eben, wieso nicht? Und Ja. ich glaube, Mhm. da kann man schon noch ein bisschen nachgrübeln, wieso nicht. Weil es gibt dann schon immer irgendeinen Grund. Und der Grund ist oft für uns völlig nicht logisch, aber fürs Kind ist es total logisch. Mhm. Das Kind ist 'ne Mhm. total logische Konsequenz, dass es jetzt nicht gehen kann, oder? Ja. Und Also, dort so die Musse haben, auch nachzufragen oder in der Ruhe und nicht hässig. Weil es ja, ist ja, weißt, ich denke immer gerade, bei mir spinnt, weißt, ich denke immer gerade weiter. Und wenn ich denke, eine zwölfjährige Cross-Country, es ist heiß draussen, weißt, vielleicht ist es etwas total Mäds, dass sie, ich finde, irgendwie so, sie schwitzt mega stark und dann irgendwie ist es mega ja, und peinlich unter ihren Holz Peers. über Ja, und tut ihr weh. irgendetwas. Also, weißt, Ja. eben, ich glaube, meistens gibt's ja wirklich irgendeinen Grund, oder? Und oder auch vielleicht irgendetwas, was für dich völlig nicht logisch ist. Das erinnert mich grad, vielleicht, findest du das lustig als, Buchafficionada. Es gibt ein Buch, das ist schon ein bisschen älter, von Peter Handke, «Die Angst des Torwarts vor dem Elfmeter». Ja, habe ich auch schon gehört, aber nicht Und gelesen. also der Protagonist, geht am Morgen arbeiten, also er arbeitet in der Fabrik und der geht am Morgen arbeiten und, einmal am Morgen ist was ist es? Ich glaube, die Türe ist zu und es ist normalerweise offen, irgendetwas so. Und aufgrund von dieser Gegebenheit weiss er für sich, dass er entlassen ist Okay. und geht nicht mehr arbeiten. Also, um einfach zu zeigen, für Kinder ist es meistens mega logisch, wieso dass sie nicht mehr gehen wollen. Mhm. Krux ist einfach zum herausfinden und ihnen den Wortschatz geben, wieso. Das ist, ja. Und dann Vielleicht versuchen, ist das es das. aufzulösen, wenn's geht, oder? Ja, ja, Communication. Aber ja, ich habe gefunden, es ist ein spannendes Thema, weil Ja. ich glaube, alle Eltern betrifft das. Ich habe noch nie mit jemandem geredet, also nein, wenige, die dann sagen irgendwie so: «Nein, also mein Kind hat das, was es gemacht hat, hat's durchgezogen.» Und ich irgendwie so, ich finde, das gehört eben auch ein bisschen dazu, ein bisschen dürfen ausprobieren. Ich finde, das geht bis ins Erwachsenenalter. Aber ich verstehe auch den Frust von einem älteren Teil, weisst, wo einfach findet irgendwie so, also das ist bei uns jetzt auch so gewesen, weisst, wir haben jedes Mal irgendwie Geld in die Hand genommen und Ausrüstung gekauft Ja. und irgendwie, weisst, Aufwand gehabt und meine Kinder haben nicht einmal Mannschaftssport gemacht, weisst, das ist dann Next Level, was du jetzt musst machen mit irgendwie noch irgendwie am Match fahren und das Commitment, oder? Bei uns sind's wirklich so Schulsport, Hobbys und Musiksachen gewesen. Und schon das habe ich einfach gefunden, irgendwie so, ja, ich hätte es schon lässig gefunden, wenn man es mal Sitzleder gehabt hätte, um es mal irgendwie 'n halbes Jahr ausprobieren wenigstens. Und nicht nach irgendwie jetzt weisst, vier Unterrichtsstunden sagen irgendwie so: «Ne-e.» Also, von dem her. Ja, also eben, ich meine, das ist jetzt ich meine, mit diesem Sohn die Diskussion immer, oder? Also, es ist ja wirklich er hat natürlich mit ADHS, auch sehr 'ne tiefe Frustgrenze. Mhm. Und wenn natürlich etwas im ersten Mal nicht grad funktioniert, dann schiess ihn geht's Lesen gar nicht, er will das nie mehr in seinem Leben machen. Ja. Ähm, und mittlerweile ist es aber schon so, dass er halt
schon wie der Muskel auch trainiert hat, dass man immer dann sagt, hey, weisst du noch, du hast am Anfang auch keinen Köpfler von 3 Meter können. Und jetzt geht's. Was Ja. meinst du, wieso geht's jetzt? Ja, ich habe es ganz viel mal geübt. Ding, 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 ding. Aber es sind so schöne Momente, wo du einfach irgendwie, weißt du, und dann musst du dich so zusammenreißen, dass du einfach sagst so, ja. Komm wieder mal, natürlich. Ja, es ist so, das Stamina mal, es sollte immer so leislich im Kopf passieren. Ja, es ist Aber wirklich immer so ein stilles ja. Aber ja, das habe ich auch manchmal mit meinem Ehemann, der ist über 50, also von dem her ist Ah. total okay. Ja. Weißt Ja. du, wo ich auch das Stamina mal hatte? Cool. Ich mache jetzt smoothie Überleitung. Mhm. Und zwar, Disclaimer, ich bin ja in Shetland gsi und die Steffi hat dann gefunden, oh, Shetland, UK, das ist sicher irgendwo in der Nähe von einem Boots. Und lustigerweise ist Boots wirklich, also Boots, Tesco und Superdrug sind wirklich tatsächlich die einzigen Brands, die in Shetland sind. Shetland hat kein McDonald's, kein Starbucks, kein H&M, kein Marks Spencer, nichts. Krass. Okay. Wirklich krass. Und sie haben das dann, was die Steffi wollte leider nicht gehabt, aber ich habe es natürlich dann bestellt, because I'm such a good friend. Gell? Und dann bin ich im Boots gsi und dann habe ich dort etwas gesehen, was mich eigentlich richtig hässlich gemacht hat. Und Was? zwar zum Ausholen. So im Sommer mit Chlor und so und Body und so, dann habe ich schon amix einfach das Gefühl, meine Vaginalflora braucht Unterstützung. Und ich mag meine Frauenärztin hat gesagt, ja, ich soll doch das vielleicht so immer im Sommer, vielleicht so alle 2, 3 Nächte mal wieder machen. So die Milchsäure-Gels. Gynofit heisst der Brand. Mhm. Und 7 von diesen Gynofits, das ist eine Schweizer Marke, die werden in der Schweiz hergestellt, kostet bei uns irgendwie 31 Stutz. Und ich finde dann immer so, oh, 31 Stutz. Und dann habe ich gedacht, hey, ich bin jetzt so gerade im Boots und habe eine Bestellung ab von der Steffi. Vielleicht haben die da auch so etwas. Und dann habe ich etwas gekauft, nämlich 7 für 13 Pfund. Und das Pfund ist momentan 1:1. Und dann habe ich gedacht, habe ich das die Heise aufgemacht und habe gefunden, hey, der Applikator sieht genau gleich aus wie der, den ich von der Schweiz habe. Und dann habe ich nachgeschaut. Und es ist genau die gleiche scheiß fucking Firma, die das macht. Die gleiche Geht's scheiß noch? fucking Firma. Also, Was die ist Firma doppelter Preis? Fast mehr. dreifach. 31 für 7 oder 13 für 7. Wow, Okay, das ist die ja. gleiche Firma, deren ihre eigene Hausbrand heisst Gynofit. Und die stellen das in der Schweiz her. Und in Shetland, wo sie das schiffen müssen, Weit weg. ist es einfach ein Drittel vom Preis. Das ist Nicht wirklich ganz. daneben. Nein, es ist Halb daneben. oder so. Haben wir richtig hässlich gemacht. Ja, das ist wirklich. Also, nein, ist völlig okay. Finde ich Nein, ragey. Und gerade bei dem Thema. Also, weißt Wenn du sowieso ein bisschen ragey bist, wenn ich mir das im Schritt nicht das macht, was du willst, und dann wirst du... Hormon. Und finde ich einfach, Ugh. das ist ein Schweizer Nein, Brand, der in der das ist Schweiz wirklich. produziert und einfach Ja, das ist in der daneben. Schweiz einfach abgezockt. Ja. Ja. Jawohl, ich hoffe, ihr hört jetzt zu. Ja. Irgendjemand, der uns zulässt, kennt jemanden, der bei der Firma arbeitet, Wo der Gynofit herstellt. Stell mir gerade mal. Tun das bitte sagen, dass Jenny und Steffi nicht einverstanden sind. Danke vielmals. Ja, und das ist nämlich Share Pharma. So, there you go. Okay. Gut, Share Pharma. zack. Das geht, wo habt ihr das jetzt? Naming Names, finde ich gut. Ja, nein, sorry. Ich finde Share Pharma in Ittigen. Okay. Share Chefamenitige, Guys, Ja. uncool. Sorry, einfach auch hure uncool. Ja, Das gleiche finden wir. fucking Produkt. Ja. Anyway, das hat mich aufgeregt. Danke. Ich verstehe das. Ja. Ich finde, das ist ein Aufreger. Ja. Und ich finde, für alle, die auf Shetland gehen oder auf England, nein. Irgendwo UK, was ein Boots hat. Es ist so lustig, wir haben jetzt immer schon etwa 19 Mal das Wort Shetland gesagt. Und du bist wirklich literally der erste Mensch, den ich je mit ihm geredet habe, der überhaupt in Shetland war. Ich finde es total lustig. Es gibt, Weißt- also wer mal wissen, wie es dort aussieht, es gibt sehr eine coole Crime-Krimi-Serie. Also auf BBC läuft sie. Shetland. Mittlerweile gibt es 7 Staffeln oder so. Und Wirklich? ja, die wird also Okay. in Shetland gedreht. Und kann man also, wenn man so ein bisschen schauen, wie es dort so ein bisschen aussieht und so. Okay. Finde ich einen guten Tipp. Eigentlich könnte ich das jetzt schauen, weil ich stelle mir vor, dass wenn ich jetzt aufs Sofa hänge bei
32 Grad, dann habe ich vielleicht schwappen so Kühle-Vibes Ja, also die erste über. Staffel spielt im Februar, von dem her ja. Ist, Tipptopp. mhm. Nehmen wir. Ich habe wirklich gemerkt, dass mir das gut tut, wenn ich jetzt Serien schaue, wo es Winter ist oder wo es kalt ist. Wir sind irgendwie so House of the Dragons am schauen und dort Toll. ist es auch immer so ein bisschen kalt. Ist immer ein bisschen chilly. Ist gut. Was? Weißt du, das habe ich gerade gestern Abend fertig gebinged? Was? Ride or Die. Ride or Die? No. Wow. Sie ist schon, look, sie ist wieder schon. Was ich wissen? Milk. Ist das eine Reality-Serie? Nein. Okay. Es ist eine Action-Comedy mit der Hannah Waddingham. Sie kennt man von Ted Lasso. Ja. Aha. Oder aus Game of Thrones. Also grundsätzlich sie, die irgendwie 54 ist und Beine hat von einer 16-Jährigen. Ja. Und der Octavia Spencer. Das stimmt, da habe ich Ausschnitt gesehen. Ride or Die heisst das. Es ist so toll. Es ist so toll. Also ich behaupte, es ist wirklich einfach eine Sendung, die von Frauen geschrieben worden ist. Mhm. Weil es ist eine Sendung, die wirklich einfach so toll eine Frauenfreundschaft porträtiert. Es ist so toll. Und ich finde auch die Rolle von der Octavia Spencer. Sie ist halt eigentlich so, wenn sie so siehst so Hannah Waddingham, blond, gross und so, und dann siehst du so Octavia Spencer, dunkel und klein und So, rundlich. ja. Ja. Sie ist Und wirklich hast schon klein. das Gefühl so, sie spielt sicher so den dämlichen Sidekick. Mhm. Und sie ist einfach mit Abstand die smarteste Frau in der ganzen Serie. Und sie wird auch so porträtiert. Und es ist wirklich einfach toll. Also, dare me nice. say something bad about it. Ich habe es noch nicht gefunden. Ich bin da wirklich So begeistert. cool. Ich habe gemeint, ich habe nur irgendwie so, weißt du, so eben auf Social Media das gesehen. Und ich habe gemeint, das ist ein Film, aber es ist eine Serie. Nein, es ist eine Serie, es hat 8 Staffeln auf Amazon Prime, glaube ich. Okay. Also, hey, wir haben wir wieder eine riesen Liste. Wir haben Ja. wieder eine riesen Liste, die wir nachtragen. Ja. Finde ich super. Nein, es Sehr. ist wirklich, es ist sehr, sehr, sehr cool. Cool. Also, Ja. merke ich mir. Und ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich soll jetzt einfach noch ein Glacé schnappen und schnell auf die Dachterrasse hupfen. Ich glaube, das wäre noch les. Das bringt mich zu einem Shit I probably someday gonna buy. Ich habe es einmal angeschaut und jetzt sehe ich natürlich die ganze Zeit Retargeting-Ads. So eine Ninja Frozen Slushy Machine. Ja, ich verstehe es, aber ich bin erst einmal bei dir daheim gsi. Ich tue das jetzt immer gerade hart runterbrechen. Wenn jemand eine riesige Küche hat mit 17 Schränkchen, finde ich immer so, mach doch. Und wir haben literally einen Küchenschrank. Ich kann kein Gerät kaufen. Das kommt für mich nicht in Frage. Ja, ich I can dream. auch nicht, aber ich könnte es ja da im Büro anstellen, weißt du, anstatt Ja, Karten. Und dann wirst du mich mega hässlich machen. Wirst du die ganze Zeit so Slushies rausladen. Und ich immer so, jetzt will ich Espresso Martini Slushies machen. so lässig. Ich nehme jetzt ab meinem Zimmer warmes Wasser. 31 Grad. Also das Konzept ist, also ich kann alles trinken als Slushy. Stimmt. Sag ich jetzt mal. Wir haben es doch schon von Rosé-Slushy. Ja. Das ist doch die Ja, eine wir haben das Idee. letzte Mal an der Badefahrt gegeben und ich hoffe nächstes Jahr wieder. Ja, ich meine, ich würde mich dann auch mit der irgendwie an einen Streetfood stellen, weil ich sage dir, die Schlange ist 4-mal um den Block von der Rosé-Slushy-Bude. Crazy. Also, ich bin mega gespannt. Hey, wir haben unsere Rubriken, wir schliessen meistens ab mit dem «Das musst du gehört haben». Ist das jetzt der Rosé-Slushy gewesen, oder haben wir noch irgendetwas? Das war ein Vaginalfluid gewesen. Okay, das ist gut. Weil manchmal donnerst du ja manchmal rein mit irgendetwas, wo mich dann aufwühlt innerlich, wo ich sage, Ja, es ist schon ein Aufwühler für dich, aber ich glaube, man nennt es einfach, weil es ist einfach zu heiß, oder? ich finde es total okay, wenn man jetzt einfach irgendwie mit gesunder Vaginalflora und irgendwie so Rosé-Slushies im Kopf in den Tag startet, finde ich total okay. Ja. Weißt du noch die Werbung, die es vor ein paar Jahren gegeben hat mit dem schon wieder ein Scheidenpilz? Nein, mach und ich ich auch glaube, ich kann das jetzt auch nicht auf YouTube anschauen. Nein, oh nein, das ist wirklich in der Kategorie Schon wieder ein nach Scheidenpilz. Google. Nein, mach es nicht. Das ist wirklich unser Pro-Tipp. Nein. Also, nächste Woche würde ich sagen, ja, also es vielleicht, ich habe eben etwas, wo ich wirklich nicht sicher bin, ob es vielleicht nächste Woche im Shit I Did Buy landet, aber ich will noch nichts sagen dazu. Ich muss jetzt noch ein bisschen in mich reingehen, vielleicht mit dem Glacé auf der Dachterrasse, ist gut. Drückst du mir Okay, den ja, Daumen? ich tu jetzt einfach stoppen und dann kannst du mir das schnell off the record erzählen. Ist gut. Alles klar, spoilern. Also, hey, in einer Woche gibt es wieder eine neue Folge. Mega les, sind ihr immer noch dabei. Danke für dass ihr die Sommerpause mit uns, ohne uns überstanden habt. Und tschüss, ciao, bis nächstes Mal. Mes amis, tschüss zusammen. Bye.